Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch heute mit dir zusammen in den Tag zu starten. Und das Thema, das wir uns auch ausgesucht haben, mein Hund Joy und ich, wir haben uns das Thema ausgesucht. Ja, es steht ja bereits in der Bibel, dass die ganze Schöpfung mit uns Gott anbeten soll. Also warum auch nicht die Hunde, gell? Und die Katzen. Okay, das Thema ist Worship und Glaube, Stärke für deinen Tag. Und ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. Der Glaube an Gott gibt uns die Kraft, jeden Tag mutig anzugehen. Mutig anzugehen. Im Worship erlernen wir, wie unser Vertrauen in Gott gestärkt wird und er uns für die Herausforderungen des Lebens ausrüstet. Ich glaube, die Kraft, die du und ich brauchen im Alltag, ist der Heilige Geist, richtig. Und wie können wir dem Heiligen Geist Raum geben? Ich glaube, Worship und Gott anzubeten ist eine Form, eine wichtige Form, weil du dort Beziehung pflegst und weil du wegschaust von dir selbst auf zum Schöpfer, zu dem, der dich gemacht hat und der alles in seinen Händen hält. Im Psalm 18, Vers 2 steht, der Herr ist mein Fels, eine starke Festung und mein Retter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Wow, gib dir das mal. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Wenn du weißt, dass du eine sichere Festung hast, dass du ein Schild hast, jemand, der dich umgibt, oder du kannst dir auch vorstellen, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, du hast ein Auto, da hat es Blech rund um dich rum, da bist du nicht einfach wie ein Motorradfahrer oder ein Fahrradfahrer unterwegs und sehr verletzlich, sondern du hast, außer du fährst einen Renault Twingo, dann wird es schwierig, aber so grundsätzlich, du hast einen Schutz um dich herum. Und genauso ist es auch, wenn Gott bei dir ist, wenn der Heilige Geist bei dir ist, dann hast du Schutz, dann hast du Kraft in deinem Leben. Mir kommt die Geschichte in den Sinn, als die Jünger, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist zu seinem Vater, hat er ihnen den Auftrag gegeben, zurückzugehen nach Jerusalem und sich einfach zu treffen und zu warten auf den Heiligen Geist. Ja, warum? Weil, jetzt wurde es ihr zu bunt, weil der Heilige Geist ist eben die Kraft, die vom Himmel kommt und dann die Jünger erfüllt hat, um ihren Auftrag auszuführen. Und diese Kraft, die wohnt heute auch in dir und mir. Diese Festung, dieser feste Grund, auf dem wir stehen, der ist Jesus. Der gibt dir Kraft und Stärke für deinen Alltag. Und wir wollen reingehen in diesen Song, Fels der Zeiten, der beschreibt, dass Jesus ist der Fels der Zeiten, dass er dich trägt, unser festes Fundament ist. Das hatten wir auch schon gehabt und besprochen. Und der trägt dich. Und diese Sicherheit in deinem Hinterkopf und die Kraft des Heiligen Geistes, ganz spezifisch in deinen Alltagssituationen und Herausforderungen, das ist das, was dir Stärke und Kraft für den Alltag gibt. Mein Hund, der ist ruhelos. Lass uns für meinen Hund beten und singen, dass er zur Ruhe kommt. Okay? Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben, wer ist dir gleich? Niemand und nicht. Komm, wir singen es nochmal. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben, wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig bist du mein Königsein. Und ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Jesus, Jesus, du bleibst für alle Zeit.
allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Nur du allein. Ich sing so laut ich kann. Wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben siehst, dass du meinen Tag siehst. Du weißt schon alles, was heute auf mich zukommt. Und ich danke dir, dass ich mit dir auf diesem festen Fels stehe. Und ich bitte dich, dass du kommst, mich stärkst mit deinem Heiligen Geist. Denn ich brauche deine Führung, Heiliger Geist. In jedem Moment, in jedem Gespräch, das heute ansteht, jede Person, die ich treffe, ich bitte dich, dass Liebe, Geduld, Stärke aus mir herauskommt. Deine Liebe, deine Geduld, deine Stärke aus mir herauskommt, Jesus. Komm, wir heißen den Heiligen Geist willkommen heute Morgen. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome. Du bist willkommen hier, komm flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Your presence, Lord. Yeah. Wenn du das Sprachengebet, die Gabe des Sprachengebets besitzt, dann kannst du einfach auch das gebrauchen, um mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren und zu sagen, du bist willkommen heute in meinem Tag. Lade ihn ein, Teil deines Alltags zu sein, jedes Moments. Jesus, meine Kraft, Jesus, meine Hoffnung, Jesus, meine Stärke an diesem Tag. Jesus, meine Kraft, Jesus, meine Hoffnung, Jesus, meine Stärke an diesem Tag. Jesus, meine Kraft, Jesus, meine Hoffnung, Jesus, meine Stärke
an diesem Tag. Du bist willkommen, mein lieber Geist. Ruf dich ein in den Tag. Manchmal braucht die Seele ein bisschen länger. Vielleicht musst du auch dann eine Worship-Playlist reinhauen nach diesem Video und einfach sagen, Gott, füll meine Gedanken, füll meinen Terminkalender, füll mein Bankkonto. Jesus, du bist willkommen. Mein fester Fels, auf dem ich stehe. Jesus, du bist willkommen. Komm mit mir in den Tag. Ich segne dich mit Weisheit, mit Kraft, mit all den Dingen, die der Heilige Geist für dich ready hält, bereithält. Denn Gott meint es gut mit dir. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich, er ist mit dir. Der Heilige Geist ist dein Tröster. Er ist dein Beistand. Er ist deine Stärke, deine Kraft. Du hast genug für jeden Moment von diesem Tag. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.